Grüß dich, da ist die Nina Schitja und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar werde ich heute ein Make-up-Tutorial machen. Ihr seht mich wahrscheinlich, ich bin ungeschminkt, meine Haare sind zusammengebunden, meine Fransen kommen dafür, die ich geschnitten habe. Aber ja, ich werde heute einen Make-up-Look schminken und mir fällt gerade auf, dass mir etwas fällt. Und zwar brauche ich Wasser, weil die da brauchen Wasser. Und ich habe schwarz und rot und die brauchen Wasser. Sonst funktionieren die nicht. Das sind offizielle Push Art Farben vom YouTube-Kanal Push Art. Push Art ist ein sehr guter YouTube-Kanal und die Farben sind sehr gut. Ich würde euch die Farbe empfehlen, wenn ihr so Bodypaintings machen wollt, eher, aber zum Beispiel wie ich, weil ich habe sehr empfindliche Haut, so wie im Gesicht, also überall am Körper. Und für mich geht das hier sehr gut zum Schminken. Ich habe probiert, zum Beispiel der Liquid Eyeliner von Essence habe ich zum Beispiel mal probiert. Und jetzt sind meine Augen, sie sind aufgeschwollen, sie sind aufgeschwollen, sie sind rot, sie haben brutal aufgebeissen. Und ja, so vegane Sachen wollte ich jetzt nicht unbedingt nehmen, weil die sind extrem teuer. Und ich finde, für 30 €, dass man so ein grosses Ding, also das hier, das da und das da bekommt, also das ist rot und schwarz, und noch das da hinzu bekommt, das ist jetzt ein Liquid Lidschatten, genau, boah, jetzt das Wort, Gott, da habe ich noch ein das ist meine Wimperntusche von Essence, die ist recht gut, hat keine Klumpen und so. Und ja, das ist das, was ich heute an Pinsel brauche. Die Farbe, die Push-Art-Farbe, also es sind Bodypainting-Farben, funktioniert nur mit Wasser. Und jetzt habe ich da so etwas und Wattestäbchen und Papier, weil ich muss die Pinsel abdingeln, abtupfen und weil ich höchstwahrscheinlich einen Fehler mache. Ja. Ich würde sagen, ich fange mit der Lidschatten Base an. Da ich nicht so etwas Starkes will, hoffe ich, dass das Rot nicht so stark ist mit dem Wasser auf dem Augenlid. Ich hoffe es mal, ich habe keine Ahnung, ich habe das eigentlich als Lippe, für meine Lippen benutzt. Wer das Foto gesehen hat, weiß es. Wenn nicht, dann folgt mir auf Instagram www.instagram.com/Nashitya oder einfach Nashitya. Ihr findet den Link unter dem Video oder auch in der Kanalseite. Ich habe jetzt diesen mal genommen, ich weiß nicht, ob der wirklich schlau ist. Mit dem Pinsel zu arbeiten, ganz ehrlich. Ich hoffe, der Pinsel wird weicher, weil der Pinsel sieht sehr hart aus. Irgendwie habe ich das Gefühl. Für meine Verhältnisse, finde ich. Ich tue da gerade den roten Lidschatten auftragen. Und der Pinsel, muss ich sagen, ist leider nicht der passende oder der beste. Weil der Pinsel ist ein bisschen hart gewesen. Und es hat total weh getan, als ich mit dem gearbeitet habe. Nur, ja. Das Problem ist, ich hatte keinen anderen Pinsel und darum musste ich mit dem Pinsel arbeiten. Aber wie gesagt, ich trage gerade den roten Lidschatten auf. Und ja. Auf beiden Augen. Und ich habe dort gemerkt, dass das Rot total stark pigmentiert ist, also das bedeutet, dass die Farbe extrem stark rot ist. Und ich habe ja vorher gesagt, dass ich wollte, dass die Farbe nicht so pigmentiert ist, aber trotzdem ist es leider sehr stark rot gewesen, die Farbe. Und ja, ich habe versucht, alles ein bisschen zu verblenden mit dem Pinsel, was mir nicht so gut gelungen ist, weil der Pinsel hart war und man hat am Schluss, wenn ihr genau anschaut, hat man gesehen, dass die Farbe ein bisschen weggegangen ist, weil ich das versucht habe zu verblenden. Und ja,
this is that's what happened. Ach ja, noch kurze Info. Mein Boden ist auch noch nachher rot und schwarz gewesen, weil das Papier viel zu dünn war, um die Farbe aufzunehmen. We are all stars floating through the dark until the end of time. Jetzt habe ich das aber noch kurz sauber gemacht. You'll find me, soon we can. Und ja. Und den schwarzen Eyeliner habe ich mit meinem normalen Pinsel aufgedreht. Und ja, ich mache das eigentlich immer mit der Hand, tu das Lid heben und dann mache ich es. Und ja, ich bin kein Profi, aber das ist das Ergebnis. Promise me here and now that you'll meet me on the other side. Oh man. Naja. It's not perfect, but es ist ein Look für sich. Ich zeige euch jetzt den fertigen Look im Licht. Und ja. Es ist nicht perfekt, aber hey. They say to cherish every moment, but it's so easy to forget. Why do we live through